Vor der Kaserne, vor dem Pensar els großen estereotips. Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Com diu que són els alemanys? Wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne. Erstens Wollen wir Pünktlichkeit. stehen wie einst Lili Marley, wie einst Lili Marley. Unsere beiden Schatten. Kalt heute. Hallo Julia, Hallo Max, wie geht's? schön dich zu sehen. Auch so. Tut mir leid, dass ich ein bisschen zu spät bin. Ich bin noch aufgehalten worden. Ach, privat ist das doch kein Problem. Aber bei offiziellen Terminen gilt, 5 Minuten vor der Zeit ist die rechte Pünktlichkeit. Herein. Guten Tag, Frau Schmidt. Guten Tag, Herr Müller. Setzen Sie sich bitte. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Ich bin noch aufgehalten worden. Ja, das nächste Mal aber bitte pünktlich, ja? Okay. Wir Deutschen kommen häufig kalt rüber. Selbst unter guten Bekannten geben wir uns die Hand, anstatt uns zu küssen. Zweitens der Klang der deutschen Sprache. Elàstics blaus mullats fan fàstic. Cards secs piquen i verds taquen si es toquen. Die Sonne scheint mir aus den Händen, kann verbrennen, kann euch blenden. Wenn sie aus den Fäusten bricht, legt sich heiß auf das Gesicht. Heute Nacht wird sie nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis 10. Die deutsche Sprache wird häufig als hart empfunden. Aber ihr habt ja gesehen, dass sie durchaus unterschiedlich klingen kann. Der Eindruck der Härte kann auch daher rühren, dass die deutsche Sprache einen anderen Rhythmus hat als romanische Sprachen. Tam, tata, tam, tata, tam. Autobahn. Jägermeister. Sachertorte. Im Deutschen wird vieles am Anfang betont. Im Katalanischen ist es tatatam, tatatam. Vergleichen wir. Sol·licitud d'amistat. Im Deutschen Freundschaftsanfrage. Wir haben im Deutschen auch wunderbare, schöne, lange Wörter. Zum Beispiel Fußball-Weltmeisterschafts-Linienschiedsrichter. Ein Wort. Super, ne? Und das bringt uns gleich zum nächsten Thema, zum Fußball. Drittens. Die Deutschen, der Fußball und der Patriotismus. Die Deutschen schauen leidenschaftlich gerne Fußball. Die letzte WM haben sich 50 Millionen Menschen angesehen. Zu großen Ereignissen wie der Europameisterschaft oder der Weltmeisterschaft werden auf Marktplätzen und in den Straßen große Leinwände aufgestellt, damit sich die Leute zusammen die Fußballspiele ansehen können. Das nennen wir Public Viewing. Im Alltag zeigen die Deutschen ihre Nationalfahne eher selten. Das hat mit unserer Geschichte zu tun. Deshalb ist Patriotismus bei uns nicht so sehr gut angesehen. Auf den Straßen finden wir fahnenschwenkende Deutsche nur bei großen Fußballereignissen, wie zum Beispiel auf der Berliner Fanmeile. Wenn es um Fußball geht, kann man in Deutschland alles etwas leichter sehen. Dann feiern wir, die wir normalerweise eher etwas steifer sind, so richtig. Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Viertens. Die Deutschen trinken gern viel Bier.
Was möchtest du gerne? Ein Pilz, ein Kölsch oder ein Weizen? Die Deutschen trinken leidenschaftlich gerne Bier. 2014 haben die Deutschen im Schnitt mehr als 100 Liter getrunken. Nur die Tschechen und die Österreicher haben mehr getrunken. In Deutschland gibt es ungefähr über 1000 verschiedene Brauereien und 7500 Biersorten. Ich hätte gerne ein Weizen. Ein Weizen, gerne, natürlich. Bitte schön. Danke sehr. Zwar nicht das Schönste, aber lecker. Kannst du mir das öffnen? Klar. Aber ohne Feuerzeuge. Danke. Bitte. Prost. Auf dem Oktoberfest wird eine Maß getrunken, das ist 1 Liter. Und 7 Pils sind eine Mahlzeit, aber dann hast du noch nichts getrunken. Aber wenn es ums Essen geht, haben wir mehr zu bieten als Bier. 5. Die Deutschen essen Frankfurts. Wie wir schon beim Bier gesehen haben, gibt es regionale Unterschiede. So ist es auch bei der Wurst. Jede Region hat ihre Wurstspezialität. In Deutschland geht es um die Wurst. Wir haben insgesamt 1500 verschiedene Wurstsorten, was Deutschland zu einem Wurstparadies macht. Die Deutschen essen sehr viele Würste. Im Schnitt essen sie 30 Kilogramm Wurst pro Jahr. Gehst du in die Stadt, was macht dich da satt? Ne Currywurst. Kommst du von der Schicht, was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst. Mit Pommes dabei. Das deutsche Fastfood findet man am Imbissstand. Man kann es auf der Straße essen. Currywurst, Bratwurst, Bockwurst. Döner sind auch sehr verbreitet. Ein Kebab mit allen 3 Soßen und extra Zwiebeln auf. Zum Abendessen essen wir in Deutschland häufig Brot mit Wurst und Aufschnitt. Aber wir essen nicht nur Wurst, wir essen auch Käse. Tja, was ist eigentlich noch anders? Während man hier in Katalonien oft sich zum Essen trifft, ist es in Deutschland üblich, das Abendbrot zu Hause zu essen und sich dann erst auf ein Bier oder einen Wein in einer Kneipe zu treffen. Die Zahl der Vegetarier steigt in Deutschland. Wir haben viele vegetarische Restaurants und auch in der Mensa gibt es immer vegetarisches und oft sogar veganes Essen. 6. Die Deutschen sind ordentlich. Und was machst du mit den Pfandflaschen? Na, die bringe ich zurück. In Deutschland sind viele Flaschen Pfandflaschen. Wenn ich die Flaschen zurückbringe, bekomme ich das Geld zurück. Dafür gibt es den Pfandflaschenautomaten. Sehr praktisch. Und wenn ich manchmal keine Lust habe, die Pfandflaschen zurückzubringen, gibt es bei den Mülltonnen einen Pfandring. Dort stelle ich die Flaschen hinein und Menschen, die auf das Geld angewiesen sind, müssen nicht im Müll suchen. Pfand gehört daneben. Siebtens, die Deutschen sind kalt. Wie wir es am Anfang gesehen haben bei der Begrüßung, kommen wir Deutschen vielleicht etwas steif herüber. Aber sobald man sich besser kennengelernt hat, sind die Deutschen auch sehr offen. Und zum Abschied umarmen sie sich auch normalerweise. Gut, wir haben euch jetzt viel über die Stereotype der Deutschen und unsere Realität gezeigt. Aber am besten ist es, wenn ihr einfach nach Deutschland geht und euch das selber anschaut. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wunderbare Erfahrungen in Deutschland. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Mach's gut, Julia. Tschüss, Max. Deutsche sind nicht so, sie sind viel humaner. Deutsche Wohnzimmerschränke sind schwedisch. Deutsche wollen Französisch und essen Italienisch. Deutsche sprechen auch in Spanien Deutsch. Doch Deutsche sind nicht Deutsch.